Geschäftsessen in der Schweiz kann nicht normal ablaufen. Ich meine, ganz ehrlich, das ist der Absturz vom ganzen Jahr. Ein Mitarbeiter, der nie irgendetwas sagt, ist der grösste Absturz auf dieser Party. Der Chef von der Firma erkennst du auch nicht. Schon alleine nach einer halben Stunde ist der futztenne. Und währenddessen, dass er trinkt, tut er alle anderen anstiften zum auch trinken. Ja, also wenn du jetzt etwas nicht trinkst mit mir zusammen, dann Kündigung. Das ist so dein Mitarbeiter-Buddy. Sind wir mal ganz ehrlich, wir alle draussen haben irgendwo einen Mitarbeiter-Buddy. Der sogenannte Work-Bestie, oder? Ich habe das Gefühl, der kennt mich in- und auswendig. Aber dort an dieser Party, god damn! Lehrlinge, je nachdem was für ein Alter, sind aber nicht ganz unschuldig. Bist du über 18, du wirst in die Party mitgerissen und saufst mit. Also du bist unter 18, da gibt's einen Orangensaft und am 10 bist du im Bett. Gut, und zusätzlich zu dem wirst du halt immer wieder ein bisschen gezeugt, dass du noch nicht 18 bist. Wenn es immer mal ganz ehrlich, plötzlich heisst, ja, wir machen einen Firmenausflug, wir gehen bowlen, gehen Minigolf spielen. Die haben sagen, ja, das wird ein ganz normaler Geschäftsausflug. Und nach dem heisst es dann, ja, wir gehen jetzt noch etwas essen, kommst du mit? Ja, und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, es wird definitiv kein normales Geschäftsessen. Aber jetzt zurück zum Abriss. Irgendein Mitarbeiter hat irgendwo irgendetwas Illegales irgendwie dabei und ist irgendetwas am Tisch irgendwie am Zusammenbauen. Dann gibt's die Mitarbeiter, die 24/7 draussen sind am Ziege rauchen. Dann gibt's noch die Person, die alle halbe Stunde dich fragt, ob du ein Feuerzeug hast. Ah nein, Entschuldigung, ein Feueri. Sag euch, Geschäftsessen. Ach du meine Güte. Und am nächsten Arbeitstag im Büro. Grüezi, guten Tag. Als ob nichts gewesen wäre, weißt du?